geht ab? Und hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher Wild Hunt. Ja, wie gestern angekündigt, der mal heute war ernsthaft. Ich hab gerade angefangen mit dem Spielen und dann krieg ich gleich die Nachricht, Batterie vor, du hast schon jetzt fast leer. How about fuck you? Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wie angekündigt gibt es heute einen Vormittagsstream ausnahmsweise. Und ja, soweit so schlecht. Wir sind gestern auf Nacht stehen geblieben. Wir wollten zu der Dame da oben rauf, zu der Kira oder wie die heißt, die wo irgendwas im Schilde führt, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Und genau, wir sind jetzt hier und schauen uns an, was die Dame da vorhat. Gehen einfach mal auf den Turm rauf. Handy hat geschäbert. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Du hast mich benutzt, was sind das? Was ist mit den Notizen? Ich dachte jetzt erstmal, ja, dass sie mich benutzt hat, ist ja wohl klar. Mich darf jetzt eher interessieren, was das für Notizen sind. Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Radovid interessiert sich nicht für die eine Arznei, Radovid vergibt niemals. Tja, um das jetzt zu beurteilen, müsstet ihr erst wissen, wer dieser Radovid überhaupt ist. Aber gut, anscheinend ist der Radovid nicht, keine Ahnung, interessiert sich nicht für eine Arznei. Radovid vergibt niemals, im Moment ist. Radovid vergisst und vergibt nichts. Besonders wenn es um Zauberinnen geht. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Er muss. Ich habe etwas, das er will. Bitte, das glaubst du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Jennifer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt? Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht. Das kann ich nicht zulassen, das ist Selbstmord, mach was du willst. Also mach was du willst. Das ist selbst. Das kann ich nicht zulassen. Wieso habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt da was falsch sage, dass die dann auf mich losgeht? Ist jetzt bloß so eine Vorahnung. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig mit meinen Dialogen. Machen wir mal das. Machen wir mal einen auf besorgt. Keira, das ist Selbstmord. Sie werden dich an einen Pfahl binden und verbrennen, um die Moral des Volkes zu heben und es zu unterhalten. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an. Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen. Ich, Keira Metz, Beraterin von König Foltest und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen. Was ist das? Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Pontar überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Geh nach Kaer Morhen, du erwartest Mitleid von mir. Ja, sie soll nach Kaer Morhen. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Morhen. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emir, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut,
Ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Richtig. Sehen wir uns in Kermorn, bevor ich gehe. Die Notizen, ich nehme sie mit. Die Notizen primär, also es ist ja eigentlich was Gutes in gewisser Weise, was sie da vorhat. Sollen wir jetzt die Notizen abnehmen oder nicht? Ich weiß es nicht, Wer weiß, was die damit vorhat. Ob das wirklich nur so ein Heilmittelgeschichte ist oder ob die noch was anderes damit will. Wir sind jetzt einmal vorsichtig. Ja, schon, aber bevor ich gehe, musst du mir diese Notizen geben. Schon gut, nimm sie schon. Oh, das ging jetzt einfach. Leb wohl, Geralt. Oder besser gesagt, bis bald. Ich darf sagen, das haben wir jetzt ganz elegant gelöst. Soll ich mit der nochmal reden? Nun? Ja, Pri, warte, ich geh laufen. Die Förderung. Okay, ich darf sagen, das haben wir jetzt da ganz elegant gelöst mit der. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich finde das Versteck von Hurensohn Junior. Gibt es irgendwas, was ein bisschen näher ist momentan? Schau mal, Quests. Das ist, glaube ich, ziemlich weit weg. Nebenquests. Was haben wir denn da noch? Das Ahnenfest. Das Ahnenfest ist, glaube ich, ein bisschen näher. Ja. 800, das ist machbar. Ich tue sowieso schnell reisen. Also von dem her war es wurscht gewesen, aber es ist drauf geschissen. Wir werden schnell reisen. Und zwar möglichst bevor uns diese Viecher da killen. 685 Euro, habe ich nicht einmal mehr gehabt? Wurscht. Wo muss ich denn jetzt da hin? Da drüben. Wo ist denn da? Reisen wir mal daher. Oder ist das vielleicht auch gescheiter? Weisendorf. Reisen wir ins Weisendorf. Ich glaube, das ist ein bisschen näher sein. Stufen war grün bedeutet, die Stufen vergleichbar sind, rot bedeutet eine Herausforderung, Schädelsymbol, ach geh, scheiß auf Schädelsymbol, wir sind Pro-Gamer. Wir zerpimmeln mit Stufe 14 Leute mit Stufe 77. Gut, dann gehen wir mal weiter. Der Buckelsumpf, da war doch auch noch was im Buckelsumpf. Wer weiß, wie du da mal... Geralt. Wir laufen jetzt einfach mal straight durch. Da kommen jetzt gleich wieder irgendwelche Viecher. War mir so klar. Na Jungs. Ah, er hat schon wieder das falsche Zeichen. Kruzifix. Verpimmel die! Himmelberger! Jetzt auf! Bleibst du stehen, du! Oh, ich hau dir in der Mitte aus. Wieder, jetzt lockt's aber! Setz doch mal auf, da! Das waren schon hässliche Mistbücher, bitte. Sauber zerpimmelt da die Song. Wir nehmen das Hirn mit. Wir nehmen das mit, wir nehmen das mit. Und da vorne sind schon die Achsen, die können wir jetzt mal am Arsch lecken. Lasst mich auch in Ruhe, ich sag's euch. Okay, wir sind jetzt schon im Bereich. Ich muss jetzt da die Leiche des Vaters. Das sind schon wieder Viecher. Aber
Gleich mal drauf geballert. Nur leider macht es eigentlich überhaupt keinen Spaß. Boah! Hey, 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 hey. Nein, das sind 3D. Nein, ich pack sie nicht mehr. So sind wir den. Genau. Oh, das will ich machen. Das reißt eh gleich. Was für ekelhafte Viecher hier. Was für ekelhafte Viecher. Halt. Ich muss ja noch Zeug mitnehmen. Die haben ja wieder was fallen lassen hier. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen eigentlich. Gut, nehmen wir alles mit. Gut, dann wir müssen jetzt den Vorder das habe ich mir nicht alles täuscht. Finde mit Hilfe deiner Hexe sind die Leiche, genau. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen Totengraber spulen, ein bisschen Leichen suchen. Gibt's was Schöneres als Leichen im Wald zu suchen? Blümchen pflücken nebenbei. Harnfaser. Ach jetzt. Da hinten leicht was rot, das schaut mir richtig an. Der, also so, ja, du schaust wie leichenmäßig aus. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Ja, dann verbrennt's halt. Ja, wir haben's gesehen. Du brauchst nur mal... Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Wir müssen nun beide da. Ja, wieso ist der schon wieder so weit weg? Ja. Wir müssen schnell reisen. Wir reisen ganz schnell. Da ist das mal Frage. Gehen wir zum Waisendorf. Stadt Waisendorf, da rennen wir hin. Da schnell mal ein bisschen einen Warp-Antrieb reinhauen da. Oh, ich freue mich schon auf die neue Star Trek-Serie. Ah, lass mich! Lass mich in Ruhe, du scheiß Viech! Ich bin nur auf der Durchreise, okay? Ja. Sie lassen mich nicht in Ruhe, aber wurscht, dass der Pimmel mal soll. Oh, jetzt sind die Jodo, Mr. Nice. Hörst du auf jetzt? Alter! Was? Oh komm, was war denn das jetzt für eine Scheiße? Der Pimmel so geschissene, ersoffene, hey. Du kannst mir am Arsch lecken. Was war das denn jetzt? Zusammenkampf von so hässliche Mistviecher, diese... Nein, der Sterben ist nie schön. Oh Gott, ey. Scheiß Mistviecher, Drecker, ey. Servus. Ja. Arbeiten? Scheiße. So ist jetzt eigentlich. Dann eben nochmal. Ja, diesmal nicht. Lasst mich ja in Ruhe. Haut's ab. Haut's ja ab. Nein, ich kämpfe jetzt nicht gegen die.
Lasst mich in Ruhe. Beim Boilerwechsel, wo ist der Boiler oder wo ist das? Sag mal, wo es ist, dann fahre ich hin. Holz, okay. Und wie lange darf das dauern? Weil ich muss halt noch um 2 muss ich halt weg. Sie war ein gutes Mädchen. Schade, dass sie gegangen ist. Hörst du ihr das vor? Sie hat ihre Schwester verloren, dann deren Mann, die Eltern Okay, sind ja. Sie Aber hat danke, es danke, dass du zugeschaut Woanders ist hast. sie besser dran. Findet vielleicht ihr Glück. Was hast du gemacht? Einen Bären zum Tanz aufgefordert? Ja, so in etwa. Du weißt schon, der arme Bär. Servus. Ah ja genau, ich muss jetzt mit dem komischen Weideler da reden. Das habe ich ganz vergessen eigentlich. Hey Weideler! Oh Gott, die Goas, ja, die kenne ich noch, die Goas. Na, aber... Grüß dich, ich bin's, der Gerald. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Ich hab deinen Vater anzünden. Kommen viele Dörfler vorbei, warum erst damit? Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn Sie Hilfe brauchen, kommen Sie zum Weideler. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht. Den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Ja, die Hexe ist aber jetzt leider nach Kermorhen abzischt. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. I'll be back. Hast du wirklich deinen Vater umgebracht? Ja, was der jetzt denn wie umeinander? Mein Gott, in Game of Thrones bringt jeder Zweite seinen Vater um. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat. Der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt. Ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Die Erscheinung müsste jetzt fernbleiben. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Hexer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld, bekommst du sie von mir. Oh, hat er gerade ernsthaft die Ich-Form benutzt? Bekommst du sie von mir? Wow, und 50 Euro haben wir gekriegt. Sagen wir nicht Sache, die Männer. Ja, ich kenn's mir mal am Arschleck mit einem scheiß Hurensohn Junior Bullshit-Ding da. Ich tu jetzt mal da Quests schauen. Echo der Vergangenheit. Trifft die eine. Ja, das war das. Graf Reuvens Schatz. Ja, das immer mit dem scheiß Rittersporn. Ich mag den Rittersporn nicht, der geht mir auf den Sack. Von Schwertern und Knödeln, wir sind Stufe 14. Das können wir noch nicht. Also wir können schon machen, aber wir werden wahrscheinlich scheitern. Fliegende Fäuste, ja, das ist jetzt auch nicht so das Überding.
Fliegende Fäuste. Herr von Undwig, was ist denn das? Ach, stimmt, genau, das war dann das mit dem Chalmer. Jetzt pass auf. Was haben wir da noch? Das Ding aus dem Sumpf. Aber machen wir mal das. Ja, das ist auch wieder so weit weg. Habe ich nichts näher. Ich habe nichts, was ein bisschen näher ist. Die sind alle stufentechnisch so hoch. Hex ist das, der Auftrag. Die sind ein bisschen stufentechnisch abgeschlossen, brauche ich nicht. Ja, toll Wurst. Was machen wir jetzt? Ja, Wurst, dann machen wir halt den nicht. Dann holen wir uns halt schnell die Kohle. Da wird schon irgendwo ein Schnellreisepunkt oder sowas sein. Wo war denn da der Schnellreisepunkt? Da, in dem kleinen Dorf. Geradeaus und dann rechts, glaube ich. Oder was da? Wo ist der Schnellreise? Da mal nicht so Wegweiser. Das schaut wegweisermäßig aus. Okay, es ist kein Wegweiser, es ist ein Stempel. Da, das ist der Wegweiser. Ich muss. Wo muss ich hin? Da drüben muss ich hin. Ja, gleich. Dann beamen wir uns halt wieder zum Waisendorf zurück. Wenn du einen Gegenstand zerstörst, gewinnst du die Runensteine zurück. Ja, brauche ich nicht. Ich zerstöre doch meine Ausrüstung nicht. Schäblät. Bin ich jetzt so richtig oder nicht? Ja gut, richtig bin ich schon, aber... Wie lange geht denn das noch? Ja, müsste gleich da sein. Ach, das war glaube ich der Typ da wo es geheißen hat, ich muss einfach warten, bis der mit sein kann. Da war doch was. So, Spezi, jetzt bin ich mal gespannt, ob der das Geld hat. Der Leslav. Das ist eigentlich für ein armer Leslav. Ein Hexer. Meinen Gruß. Ja, wo ist mein Geld, Mann? Ich sag's dir. Sonst schicke ich meine Geldeintreiber. Obwohl, so wie der ausschaut, braucht der keine Eintreiber für sein Geld. Ich will mein Geld. Wo ist es? Da, nimm es. Doppelte Summe. Wie vereinbart. Ich halte mein Wort. Ja, beim zweiten Mal. Schon gut, danke. Und leb wohl. Brav ist er. Und jetzt da und als Entschädigung räubern wir noch Klaus als Christpulver. 500 Euro haben wir gekriegt. War nicht schlecht. Okay, das war's anscheinend schon mit dem Auftrag. Jawohl, jetzt haben wir Geld, Alter. Wir sind ja praktisch stinkreich quasi. Graf Rolfen Schatz. Brücke in den Buckelsumpf. Das lasse ich jetzt auch nochmal. Verteidiger des Glaubens, repariere alle beschädigten Schreine. Ja, das war noch diese Liebling der Götter. Ach, das war das mit Ceres. Was du hast und da die Song. Schauen wir doch einmal, was der Ding so tut. Der Chalmar, der Burli. Gehen wir nach Skalaga. Skalaga. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht sehr viel erkundet auf Skalaga. Ui. Ui. Oh, nicht schon wieder! Haut's ja ab, ihr Scheißviecher, ey, ich sag's euch. Halt, da konnte man doch noch was aufnehmen. Aufnehmen. Oh, flockt einfach ein bisschen Geld rum.
Sag ich auch nicht nach. Sag ich auch nicht nach. Genau, wir müssen nach Skellige. Nach Skellige, zur schönen Insel, zu unserer Freundin. Zu einer unserer vielen Freundinnen. Was ist das? Herr Herr von Undweg, Frage in der Taverne. Achso, da muss ich in der Wie Taverne. Jennifer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moisak nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Jennifer suchten Jarl Krachan Kret auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. Der wird schon wissen, warum. Der Jennifer da. Die ist so heiß wie ein Kübel Eis. Gut. Bjork. Der Bjork. Servus Bjork. Solange du die Meerteufel nicht getötet hast, gibt es nichts zu reden. Was für ein Meerteufel? Was laberst du? Ach nee, schon wieder Regen? Ja, das Ding im Eif, das bei dem Spiel. Aber was willst du machen? Ich muss die Schafe von der Weide treiben. Ja, dann mach mal. Ich hab dich im Blick. Gehen wir jetzt so ganz locker, flockig dort in unser Bude rein. Vermutlich kein Schwächling, aber meine Münze sagt, er kann den Riesen nicht besiegen. Eine Münze kann ich mal im Arsch lecken. Für wen hältst du die Two-Face? Also, ich soll in der Taverne leid. Den kenne ich auf eine Meile. Tante. Der Typ heißt Tante? Wieso heißt der Typ Tante? Was ist das für ein Name? So, da reden wir mit der Tante. Servus Tante. Ich suche Leute von Undweg. Javor stammt von dort. Ich selbst bin früher auch ständig dort gesegelt. Kenn die Küste im Schlaf. Ah, echt schön dort. Wenn nur diese verfluchten Sirenen nicht wären. Du solltest lieber mich fragen. Mich oder Axel am Tordaroch. Da drüben. Was weiß ein Kerl von Arzgelix schon über Undweg? Hast noch ganz anders geklungen, als Chalmar nach Mitstreitern gefragt hat. Ist deine Treue zu den Ankräts etwa schon wieder vorbei? Der Kommentar des Tages. Javor kommt von da, das sagt er jedenfalls. Und du scheinst die Gewässer dort zu kennen. Warum habt ihr Chalmar nicht begleitet? So eine Expedition braucht einen richtigen Anführer. So ein Jungspund wie er, der mit dem Kopf durch die Wand will, führt sie ins Verderben. Einmal... Hockst du lieber hochnäsig auf deinem faulen Arsch wie ein sirikanisches Prinzesschen? Wenn ein tapferer Kerl kommt, segelt man mit. Ich hätte Chalmar begleitet, wenn diese Meerhuren nicht mein Knie ruiniert hätten. Wäre lieber auf dem Wasser, als mit einer alten Seewarze wie dir den Tisch zu teilen. Würdest doch mit jedem fahren, der dich an Bord lässt. Krachs Tochter eingeschlossen. Oh ja. Oh ja. Mit der würde ich auch fahren. Du hast von Sirenen gesprochen. Diese Sirenen, gibt's davon viele auf Undweg? So viele. Mehr als auf anderen Inseln. Blödsinn. Einmal haben sie Lars und mich beim Fischen angegriffen. Bevor wir sie vertreiben konnten, hatten sie Lars ins Wasser gezogen und mich völlig zerkratzt. Autsch. Sirenen vertreiben? Wie das? Bist wahrlich kein Inselbewohner. Mit nem Hornwalhorn. Ein tut und die hauen so schnell ab, dass ihr Geplansche deinen Kahn durchrüttelt. Das war jetzt gerade echt uncool, was gerade passiert ist mit dem
Das letzte, was ich jetzt noch gehört habe, war irgendwas mit einem Hornwalhorn. Kann man dieses Hornwalhorn irgendwo kaufen? Ich muss nach Undvik. Ja, ich muss nach Undvik. Ich muss nach Undvik. Noch so ein Abenteurer. Dann hör mal gut zu, wenn du nicht da saufen willst. Wenn du aus dem Hafen raus bist, segle nach Südwesten. Achte auf Felsen, die wie Pfähle aus dem Wasser ragen. Musst zwischen ihnen durchmanövrieren. Ein paar sind kürzer, knapp unter der Oberfläche. Nicht drüber fahren, die schlitzen dir den Rumpf auf. Und dann ist's vorbei. Hältst nicht lang durch in dem eiskalten Wasser. Einmal hab ich... Komm zum Punkt. Ja gut. Pass auf die Strömung auf. Kann dich vom Kurs abbringen, sogar gegen die Felsen werfen. Mit ein bisschen Glück landest du am selben Strand wie Chalma. Okay. Ja gut, dann packt man's wieder. War nett mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Dann mal Mast- und Schotbruch. Auf jeden. Okay, jetzt brauche ich ein Boot. erkenne ich auf eine Meile. Ja, ja. Ich brauche jetzt ein Boot. Es ist bestimmt nicht das schlimmste Wetter, das wir sehen. Always fighting. Ich brauche einen. Pass bloß auf. Kann der echt dann überschwimmen? Ah, wie weit ist denn das weg? Wo muss ich denn da? Okay, ein Überschwimmen ist vielleicht doch ein Ticken zu weit. Ja, gönnen wir uns heute doch. Also, dann werden wir jetzt nochmal sauber hier segeln, beziehungsweise jetzt her schauen wir nochmal, habe ich da, war ich da schon bei dem Anschlagfeld? Da gibt es aber sicher eine schöne Quest. Strafe für Diebe. Unter Wachmännern ist eine Gruppe von Dieben in die Hände gefallen, die Schafe gestohlen haben und andere Inseln verkauft haben. Wurscht. Unrichtig, bravo. Auftrag. Das gestohlene Schwert. Olaf, Leiter der Wache von Kertrolde, gibt Folgendes bekannt. Jemand hat sich in die Rüstkammer der Ankret geschlichen und das Schwert mit dem Namen Kuliu gestohlen. Der feige Strolch, der dies tat, wurde gesehen, wie er das Dorf durch das Südtor verließ und auf das alte Fort zuhielt. Wer dabei hilft, das Schwert zurückzuerlangen, soll für seine Mühen belohnt werden. Und wer den Dieb hilft, soll einen Tod finden, der dieses Verrats würdig ist. Nehmen wir mit. Auftrag, Geist des Waldes. Krieger von Skellige, wer unter euch tapfer genug ist, dem Geist des Waldes entgegenzutreten, dem grausame Unterdrücker der Einwohner Farluns, so wird er eine Belohnung erhalten, die für eine Menge Met langt. Wir sind nicht reich, aber wir haben zusammengelegt und dabei ist ein hübsches Sümmchen zusammengekommen. Kommt nach Farlund und fragt nach Sven. Wir nehmen es mit. Olaf, Sven, sind das Fans von der Eiskönigin oder was? Auftrag Dialven. Wenn die jetzt Elsa heißt, dann dich verlangt es nach Ruhm und Gold, dein Schwert ist scharf und du fürchtest den Tod nicht, dann komm zu Björk, dem Bootsbauer, der hat Arbeit für dich. Es geht um Murie Dialven in der Bucht von Kertrolde. Sie müssen getötet werden, denn sie haben sich stark verwehrt und sind wild geworden, dass man ihnen jedes Mal begegnet, wenn man den Hafen verlässt. Tötet die Bestien und du sollst auf den Inseln berühmt werden und deine Börse soll schwer sein von Gold. Das ist wahrscheinlich der Typ da, der vorher gesagt hat, solange du die Viecher nicht umbracht hast, rede ich mit dir. Und irgendwie so war das. Windunterricht brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So. Jetzt haben wir wieder ein paar Quests. Lass mal kurz schauen, wir sind die stufenmäßig. Das ist ein Hex. Okay, 18, 17. Ja, also die wären alle machbar eigentlich. Die wären alle machbar. Aber die lassen wir jetzt einmal. Jetzt machen wir erst einmal Hauptstory. Du bist der Björk Septor. Hände weg von unseren Mädchen sonst. Was denn? Also nur die ganze Zeit die Ceresu zum Grom. Die ist schon was Ceresu. Der steht sogar die Narben. Oh, ja, halt's mal. Welches Boot nehmen wir? Nehmen wir das da. Weiß wurscht ist. Ich klau dir jetzt dein Boot. Wenn du dann bitte mal
Hallo, Steuerung. Der Geralt, der ist so brutal, der segelt gegen den Wind. Weiß wurscht ist. Oh Gott, ich sehe schon wieder Viecher. Oh, die der wir jetzt da ein bisschen mal umgehen. Der wir jetzt mal ein bisschen drum rumsegeln um diese komischen Viecher. Wir haben mal gehört, dass wenn man irgendwo zur bestimmten Zeit, zum bestimmten Ort auf Skellige ist, dann kann man da Geisterschiff sehen. Das ist so ein Easter Egg. Habe ich mal was gelesen irgendwo. Da fliegt so schon wieder so ein Scheißviech rum. Lass mich auch in Ruhe, ich sag's dir. Okay. Das sind jetzt wahrscheinlich diese komischen Felsen da, wo man rummanövrieren muss. Aber wir sind Pro-Gamer, wir werden da schön rummanövrieren. Stimmt das? Siege, der scheiß Sunder. Ja, machen wir mal ein bisschen langsamer. Wäre jetzt vielleicht nicht so egal. Warte mal, was sagt denn die Map? Fragen wir halt einmal die Karten, oder? Also, rum, ja gut, da kam ich schon rum, aber da ist vielleicht gescheiter, wenn ich da so rüber. Da so rüber und dann da weiter. Dann machen wir es so. Na, ganz toll. Lass mich in Ruhe. Ich will nur da durch. Gib ein bisschen Gas. Haut's ja ab. Jetzt mach halt, du Neger! Kruzifix! Jawohl, rumpelt der gleich gegen das andere Boot rein. Oh, okay. Ja gut, dann verpimmel ich die heute. So, ich hau da eine rein. Hau da nur eine rein. Boom! So lustig. Boom, ich hau da eine rein. Und nochmal. Dusch. Verprügeln wir's einfach. Scheiß auf Waffen. Ja, Todzünden auch noch. Jawohl. Und gleich nochmal drauf. Und nochmal drauf. Bist du hässlich. Jawohl, haben wir es totprügelt. Okay, das war irgendwie lustig. Ja, nimm's mit. Toll, ich preise aber kein Kreuz, da die weg wieder. Genau. Schwerter sind für Loser. Wir sind Pro-Gamer, wir brauchen sowas nicht. Scheiße. Kommt da nicht raus. Na ganz so. Was soll ich jetzt machen? Wir kommen jetzt da wieder zurück. Scheißdreck. Ich häng fest. Was soll ich machen? Ich häng fest. Soll ich mich sauber verfranst? Nein, du! Ja, jetzt kennt er mich auch noch gleich, oder? Ich will doch nicht irgendwie zurück. Nein, da stehe ich auch. Soll ich das Boot lassen? Da glaube ich war noch eins. Ich hab geschissen, dann nehmen wir halt das. Nehmen wir halt ein anderes Boot. Dann nehme ich jetzt keinen blassen Dunstwider wieder rauskommen soll. Ja, toll, und ja, jetzt hänge ich da. Irgendwann, da geht's weiter! Da geht's rüber. Ich muss da. Dann da und dann geht's da raus. Was ein grüner Dreck.
Dann nehmen wir halt das Boot. Keine Ahnung, warum das da überhaupt rumsteht. Komm, kriegst du dann auf. So, Steuer übernehmen. Oh, da läuft einer weg. Bin ich so furchterregend oder was? Naja, solange die Viecher mit den Dorfbewohnern da beschäftigt sind. Was auch? Was auch? Ist doch nichts auch. Ah Gott sei, ich hasse diese geschissene Seglerei. Ich muss links. Jetzt komm, dreh die halt dann rüber. Ei, wieso komme ich jetzt doch nicht weiter? Ich geh jetzt irgendwo fest, oder? Ja, komm, prügel die tot. Hau ja ab, du! Oh, jetzt haben sie ja noch ins Wasser reingeschmissen, ich glaub ja. Ja, das Boden auf, du. So, erwischt. Jetzt hau ich die zusammen, du! Erwischt. Das war nochmal drauf. Hey! Jetzt ja, jetzt langt's mal Arbeit. Der will wenigstens noch auf mein Boot. Okay, pass auf. Und der mal jetzt gewinnen machen. Was ist? Oh, ich hab's sogar erwischt. Ist einer Not? Ist einer 3? So, ich zerpümmel die. Hau da mal Armbrust ins Gesicht, du Mistmatz, du Dreckerli. So, gleich nochmal. Und da war doch noch eine, da hinten. Wurscht, ja, fressen einfach mal rotes Eis. Was ist denn jetzt? Abkacken. Wir kommen jetzt da weiter. Da hänge ich jetzt irgendwo fest. Ja, Kruzehen fix, da ist ja schon wieder so ein Scheißviech. Ja, ich hau die zusammen. So, Ruhe da. Das Boot irgendwie Schirm? Ich weiß nicht, wie ich jetzt da rauskommen soll. Wir sind in der Bredouille! Jetzt, geht doch. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Weltkarte. Auf der Weltkarte wäre aber gesagt, dass ich da weiterkomme, aber da komme ich nicht weiter, da ist das Boot im Weg. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen scheiße hier. Ah, da geht's auch nicht weiter. Ja, was ist denn? Die Map ist ja richtig geschissen. Das sagt man, ich komme weiter, aber da kann ich ja nirgends weiter. Ich kann da nirgends weiter. Oh, die Musik ist schön. Map sagt, da geht's weiter. Die sagt was anderes. Scheißdreck. Ich muss jetzt erst mal irgendwie wieder rauskommen aus dem Scheiß. Ja! Ja, am Arsch. Hey, wo ist Boot ist schon so an 2 Steiner hin? Okay, also da geht's nicht. Jetzt kommt. Ich hab gemeint, wir spielen The Witcher und nicht den Segelsimulator. Ja, jetzt wird das. Du musst jetzt mal wieder zurück. Ja, ganz toll. Ja, super. Das Boot abgesoffen. Jetzt ist auch das Boot abgesoffen. So was ist auch noch nicht passiert. Okay, da gehen wir, probieren wir halt noch das andere Boot. Oh Gott, das ist ein Scheiß. Da hing jetzt sauber, da hing jetzt sauber. Blöd drum, hey. Das Boot ist ja auch schon hier. Das ist jetzt echt uncool da. Komm ich da irgendwie durch?
So ein Dreck. Hing da so, okay, ich hing da jetzt so verreckt drin. Boah, nicht rückwärts. Jetzt komm. Jetzt komm. Komm schon. Nein! Oh! Ich hing da völlig übelst verreckt nicht drauf. Kann ich da irgendwie, was musst du kurz bis am Arsch lecken, kann ich da irgendwie was Land noch? Irgendwo da unten vielleicht? Na so, jetzt probieren wir den Landweg. Wieder haben wir Arsch, ich hab keinen Bock mehr. Der Hinterseite ist auch noch ein Boot. Die halt ist. Also das ist ja mal, hat jetzt ja mal nicht so. Heute da muss aufpassen, ich bin immer bei Abo, wo du so unbegrenzt Ding hast. So, da drüben ist auch noch ein Boot. Und halt das. Ja, lecker. Ist noch dunkel. Das wird er wohl auch bleiben. Gut. Soll ich dieses Boot eingehen und Holzposten? Dann segeln wir am besten rüber und versuchen, Orten ins Geisterchaos zu bringen. Das haben neulich schon welche versucht. Am nächsten Tag wurde ihr Boot angespült. Leer. Ich klaue mir jetzt einfach ein Boot. Polnischer Entwickler, da macht's nichts. Und hier ein bisschen Gas da. Oh, eine Ewigkeit. Buggler versteckt. Ah ja, obwohl. Ja, wie man schon sagt. Komm. Vorbei. Ja, leck mal, das kann ich auch nicht gehen. Abtauchen sollst du. War jetzt Dauer gleich wieder. Jetzt kann vergessen, wo Dauer war. Tauch halt. Nicht auf Viereck? Warum taucht denn der nicht? Kein Bock zum Tauchen. Viereck taucht man doch, warum taucht denn der jetzt nicht? Ja, dann legst du mich am Arsch. So viele tolle Sachen werden da schon jetzt sein. Ich glaub, die probierst du mal. Na, er macht. Gut, dann tauchen wir halt nicht. Wir müssen bald da sein. Klar, wie hoch wie Moni.
wir ja da wohl einen Schnellreisebrug freischalten können. Kurz Map. Die Map, was sagt die Map? Da ist ein Hafen und da müssen wir hin. Okay. Die Ruinen, Ulska und so da anzeigen von nicht allem was gewesen sein. Aber wo ist dass der überhaupt noch lebt? Okay, jetzt muss ich erst mal schauen. Wo gehen jetzt da? Wo geht jetzt da? Nicht schon wieder Viecher, lasst mich in Ruhe. Ja, ist ja schon. Ich soll jetzt da mal einfach mal da parken. Ja, jetzt haut's ab. Und Geralt, okay. Erwischt. Wahnsinn, was da schon. Jetzt her. Wieso bin ich jetzt schon wieder vergiftet? Lass mich doch einfach in Ruhe, Scheißviecher. Kritisch fix. Ja, kritischer Schaden, da merke ich aber nicht viel, dass da irgendwas kritisch ist. Alter, Nummer, so. Das wäre da, wo der Boden ist. Zusammenkauen. Drecksviecher. Bin ich fertig? Ja, da pflanzen aber, ich glaube, die lassen mich nur. Halt, die hat das weit lassen. Blutmoos. Ich glaube nicht, dass das von der jetzt das ist. Oh! Das ist ja ein... Oh, die hat Titten. Ach, das ist ja, dann ist das so eine Sirene wahrscheinlich. Das ist so ein O-Zündfass? Ich weiß, dass das O-Zündfass besser gibt. Warte mal. Das ist ausprobiert. Nein, ist kein O-Zündfass. Ja gut, wo muss ich denn jetzt hin? Erkunde mit Hilfe deiner die Ruinen. Bin ich in den Ruinen? Da ist ein Weg. Das braucht man nicht. Schwert brauchen wir jetzt vorerst mal nimmer. Ich laufe jetzt einfach mal da den Weg lang. Ja, da schon wieder Viecher. Lass es mir einfach. Halt, da können wir was mitnehmen. Wodurch wurde diese Lawine wohl ausgelöst? Vielleicht von dem Riesen, den wir jetzt da suchen müssen. Die wir sagen. Wodurch wurde diese Lawine wohl ausgelöst? Sehen wir nochmal. Gut, brauchen wir nicht. Das ist wahrscheinlich, oder? Ich muss aber, ich vergesse aber leicht bei Fallen Order hat man ja überall einen Oberspringer oder fast überall einen Oberspringer, keine ohne dass man hier war. Aber wenn es bei ihm da, der halt da was Oberspringen angeht, nicht so viel aus. Bin ich jetzt da überhaupt richtig? Worldkarte. Da muss ich hin. Oh Gott, da muss ich da irgendwo. Dann geh jetzt da am besten die Häuser raus. Klar, das Pferdl ist die ganze Zeit nachgeschwommen, gell? Ist klar. Nicht so schnell, Plötze. Was nicht so schnell. Freilich so ja schnell, Mann. Wir wollen ja schnell zu dem Ding. Also am besten fahre ich jetzt da den Weg lang. Dann biege ich da links ab. Genau. Also da ist diese Kreuzung da. Genau, jetzt gehen wir einfach mal da. Riden wir einfach mal da. Oh Gott. So aufpassen. Ah, genau das haben wir. Okay, das war jetzt ein bisschen. Aber irgendwie. Wieso war mir klar, dass das jetzt passiert? Ja, toll. Jetzt hänge ich da schon wieder irgendwo drin. Kruzifix. Gut, pass auf, dann machen wir das jetzt anders. Ja, aber. Heul nicht so rum.
Lauf doch irgendwas. Okay, wir hinauf. Ja gut. Was? 55 Minuten oder jetzt gleich 56 Minuten sind rum. Ich darf sagen, wir werden jetzt an der Stelle speichern. Schau gerade, dass ich den richtigen Speicher benutze. Ja, genau. Das war der. Da werden wir sauber mal einen abspeichern. Und dann darf ich sagen, morgen kommt natürlich nichts, morgen ist Heiligabend. Aber wahrscheinlich an Weihnachten, also am ersten Weihnachtsfeiertag, wird es da wahrscheinlich da weitergehen an der Stelle. Ich bedanke mich wie immer bei den Leuten, die da fahren, fürs Zuschauen. Und ja, wir gehen noch schnell zum Hauptmenü. Das machen wir jetzt noch schnell, weil wir es können. Weil wir Geralt der Geile sind. Genau, also ich wünsche euch dann für morgen besinnliche Zeit. Und ja, lasst euch reichlich beschenken von euren Eltern, Freundin. Das ist der Geier was. Ja, eine schöne Weihnachten. Und wir sehen uns dann übermorgen wahrscheinlich wieder, wenn es wieder heißt, ich bin Geralt der Geile. Okay, also Servus und auf Wiederschauen.